Herzlich willkommen bei den Landwirtschaftsfreunden. Ich bin's, der Dominikus, und wir spielen den LS15. Ja, wir haben letztes Mal hier aufgehört bei dem Felddreschen und ja, der Abfahrer hat ihn gleich nochmals abgefahren und ich würde sagen, wir stellen ihn wieder ein. Gehen wir einfach auf das vorgespeicherte Feld, stellen ihn auf selber erstmal hin, weil er ja nicht gescheit auf dem richtigen Dorten steht. Einmal rückwärts, genau. Jetzt können wir ihn dann hier wieder einstellen. So, der Abfahrer, der kriegt das gleiche mit seinem Feldnummer hier. Und einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier und fertig. Einstellen. So, den können wir auch derzeit wieder laufen lassen. Welcher ist das jetzt, der wo ein Problem hat? Ja, und was ist dein Problem jetzt, Fahrer? Seht ihr was? Wir haben das auf den falschen Abfahrer oder auf das falsche eingestellt. Das war jetzt mein Problem. Jetzt, was machst du? Ach, du fährst so zum Feld, zum Silo. Hier machen wir jetzt den Zapfelle noch anhängen kurz. Da kommt der Fahrer, genau. Hier fahren wir jetzt den Bulldog hier hin und füllen ihn auf. Müssen wir ihn vielleicht heben, dass er ein bisschen besser fährt. Mit R macht man das Ganze zum Auffüllen und den hier könnten wir eigentlich komplett verkaufen, weil den wir derzeit nicht brauchen und wir brauchen das Geld einfach. Also fahren wir jetzt hier hin, fahren hier auf den Stellplatz, vielleicht nicht dagegen, Motor aus, hinstellen. So, und jetzt kommt hoffentlich nicht dieses eine Bug. So, da sehen wir jetzt die, wir kriegen ihn für 22.200. Wenn wir jetzt aber im Shop ihn verkaufen würden, dann würden wir bloß 18.500 kriegen. Also ist meistens der Shop beim direkten Shop besser als wie beim jetzt, genau, jetzt ist wieder. So, jetzt können wir hier auf das und jetzt führen wir das aus. Jetzt ist er weg und wir haben jetzt 27.000 haben wir jetzt im System. Hier haben wir jetzt den neuen Abfahrer. Weiter sagt er warten und er macht gleichermaßen das Feld wieder plan und ihn stellen wir hier auf Raps ein. Raps bitte.
weil Raps bringt uns, wenn wir es jetzt verkaufen würden, würde es uns mehr Geld bringen. Ja, es würde uns halt einfach viel mehr Geld bringen und wenn wir es jetzt halt nicht verkaufen würden, dann, also nicht den Raps verkaufen würden, sondern die anderen Felder-Sachen, in dem Sinne, Raps, Getreide, Weizen, Körnermais, Zuckerrüben, Kartoffeln, die bringen uns nicht so viel, außer der Raps. Der Raps, der bringt uns mehrere tausend. Müsste ich gleich mal, schauen wir gleich mal in den Shop rein. Nicht in den Shop, sondern in die Info. Hier machen wir jetzt für die Sämaschine machen wir jetzt die Strecke und die Strecke heißt 24, also der Feldrandkurs. Dann machen wir hier also da verändert sich eigentlich nichts, kann man eigentlich auf 3 Meter lassen. Ich würde halt jetzt hier Südwesten nehmen, nach Osten, Feld sichern und hier gleich 24 eingeben, wie ich es euch gestern eigentlich schon erklärt habe. Dann fangen wir hier am ersten Punkt an. Hier machen wir einen neuen Ordner, der heißt das ist der Pötter oder der Pottinger, aber da gibt es jetzt bestimmt mehrere. Jetzt müssen wir mal schauen. Ah, da steht er richtig. Da machen wir jetzt dann auch gleich nochmal einen Unterordner. Das heißt, wie 302 HDD und da gibt es halt auch nochmal verschiedene und den tun wir jetzt da rein und den tun wir jetzt kann man hier auf das Plus, kann man nochmal den anderen Ordner öffnen. Und jetzt sagt er hier losfahren, passt für mich, einstellen und ab die Lusti. Der ist jetzt dann gleich fertig, das ist schön. Er ist noch nicht so weit. Okay, ich wollte ja mit euch schnell oder warte, nicht du. Du startest bitte richtig. Okay. Also das ist mir noch nie in einer Aufnahme passiert. Dass ihr jetzt sowas seht. Also das ist echt mysteriös. Weil es nämlich so ist, dass das noch nie bei mir gewesen ist. Wir lassen den jetzt einfach mal, vielleicht reagiert er sich wieder ab. Es kann ja manchmal möglich sein. Kann passieren, aber wir schauen jetzt mal in den Log, das wollte ich jetzt nicht. Wir gehen dafür jetzt mal ein bisschen mehr auf das.
wir gehen jetzt mal zu unserem Haus hin, dass wir da die, ja, die Finanzen anschauen können. Aber es tut mir jetzt auch sehr herzlich leid, dass ihr die Zählmaschine nicht anschauen könnt, oder ich kann sie euch nicht zeigen, weil sie da hinten irgendwo rumfliegt. So, jetzt ist der fertig. Ne, das mache ich jetzt nicht. So, wir schauen jetzt mal in die Finanzen. So, wir haben hier jetzt als erstes mal den Überblick. Da sehen wir unsere Wettervorhersagen, also heute soll es sonnig, sonnig, sonnig. Da soll es ein bisschen bewölkt, da soll es regnen, Sonne, bewölkt. Hier kommen unsere kleinen Nachrichten. Wenn wir jetzt sagen, im Shop haben wir jetzt eine Sonderpreise, dann werden uns die hier auch angezeigt. So, wir haben jetzt hier die Finanzen. Wenn wir jetzt neue Fahrzeuge kaufen, ist klar, da kriegen wir was, zahlen wir miese hier. Tierkosten, Baukosten. Tierkosten ist eigentlich selbst, ja, wie sagt man, selbsterklärend. Die Baukosten, wenn wir jetzt sagen, ich baue jetzt einen Brecher, also unseren, wie heißt, Hochdruckreiniger, werden wir hier, kriegen wir hier Minus. Wenn wir jetzt sagen, neue Betriebskosten von den Fahrzeugen, kommen hier zusammen, also wir haben ja jetzt die Sämaschine, den Grubber, den Flug, wir haben noch den Drescher, und das können wir hier sehen. Bei den Unterhaltskosten, also wir zahlen erst, sagen wir mal, zahlen wir jetzt einen neuen Drescher. Ich möchte jetzt den T590, den neuen New Holland, und da seht ihr hier, Unterhaltskosten 520 Euro pro Tag. Hier haben wir nur 480 Euro pro Tag, der hat halt eine Leistung von 185 PS, hat eine Kapazität von dem Dreschertank, von dem Tank halt, sind 4200 Liter, und der C14 FT passt dazu, also dieser hier, das Schneidwerk. Wir haben auch noch ein zweites Schneidwerk, das ist jetzt halt nur für normal, also normal in dem Sinne Weizen, Gerste, Raps. Wir haben auch noch eine andere Variante, das ist der hier. Der hat hier eine Unterhaltskosten von 30 Euro pro Tag, eine Arbeitsbreite von 3 Meter, und der kann nur Mais machen. Wir haben auch noch einen Häcksler, das ist der Krone, und der hat jetzt halt hier eine Arbeitsbreite von 10,5 Meter, hat hier auch Mais, aber der kann halt häckseln, also in dem Sinne, der macht den Mais zum Häckselgut. Also nicht zum Häckselgut, sondern zum Häckselgut macht er den. Zur Silage, wenn man es dann weiter verarbeitet. In dem Sinne. Und hier gibt es halt wenn wir jetzt neuere Fahrzeuge kaufen, bei dem kostet es jetzt schon 760 Euro pro Tag, da müssen wir halt mehr einnehmen. Bei dem sind es jetzt schon 940. Bei dem sind es 980, ja. Hat halt eine größere Ladekapazität, und das hier ist der Krone. Der hat jetzt halt eine Unterhaltskosten von 810 Euro und einen PS von 1034. Hier haben wir noch den für kleinere Unternehmen haben wir hier den Pöttinger, und wenn wir jetzt nochmal in den Shop gehen, haben wir hier Lohnzahlungen, weil wir ja Helfer einstellen in dem Sinne. Einnahmen der Ernte haben wir noch nichts, und
Einnahmen der Missionen haben wir auch noch nichts. Also die Missionen, die machen wir auch bald, wenn wir einen größeren Bulldog haben. Hier haben wir die Weizen, wie viel jetzt wir im System haben. Und hier haben wir verschiedene, also einmal BGA, einmal Biomasse-Heizkraftwerk, das ist für Hackschnitzel ganz gut. Und hier seht ihr vom Raps, also das Beste zum Verkaufen ist eigentlich die Transportfirma. Und ja, deswegen habe ich jetzt gleich mit dem Maissäen angefangen. Hier können wir jetzt sehen, wenn wir Milch verkaufen, 40 Cent pro, 0,40 Euro. Hier haben wir auch noch ein bisschen was, also Treibstoff ist jetzt, ja, würden wir mit einem Ei, würden wir das wieder reingeholt haben. Also in dem Sinne, hier haben wir unsere Felder und unsere Bulldogs. Hier haben wir den Wachstum. Da können wir auch sehen, was wir gerade ansehen, wenn wir auf Fruchtsorten gehen. Hier wird jetzt gerade angesät, hätten wir es. Und hier sehen wir unseren Bestand von den Schafen, Hühnern und Kühe. Da kommen wir etwas später dazu und hier haben wir jetzt noch die Statistik. Mehrmissionen, Nachfragemissionen, Spieldauer haben wir jetzt schon 20 Minuten. Und hier haben wir jetzt auch schon einiges. Ja, ich würde mich bedanken für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge LS15 oder auch erst am Donnerstag wieder oder am Freitag oder wie es jetzt bei mir gerade rausgeht, weil es bei mir nämlich so ist, ich bin jetzt halt nämlich gerade in der Ausbildung zu einem Schreiner. Ich würde euch auch mal auf einem anderen Kanal von mir, den werde ich euch vielleicht unten auch nochmal verlinken. Da werde ich vielleicht mal so Art Zeichenoperationen zeigen mit einer Version, wo es eigentlich nur bei den Schreinern gibt. Und ich würde mich für heute verabschieden von euch vom Landwirtschaftssimulator 15. Bis nachher oder